Dir seid heute beim Young ACL und heute testen wir für euch den neuen Jeep Renegade von 2019. Was wir davon halten, das seht ihr hier. So, da sind wir in NRW mit dem neuen Jeep Renegade von 2019. Also den Jeep Renegade ist Anfang 2014 schon rausgekommen. September 2019 ist der neue Facelift rausgekommen. An dem sitzen wir auch. Und was heißt Facelift? Das heißt Facelift, da sind erstens mal ein neuer Palette-Motor rausgekommen. Das heißt, da geht es in 3-Zylinder E-Liter-Motor mit 115 respektive 120 PS. Und das ist auch so ein, an dem wir gerade sitzen. Außerdem gibt es dann noch einen 1300er, den hat ein bisschen mehr Leistung, den hat 150 oder 180 PS. Und kriegt den nur als Diesel 1600er oder 2 Liter. Wir haben hier am Anfang den kleinsten Motor, eben den 3-Zylinder mit Turbo. Beim Facelift war aber nicht den Motor geändert, sondern die Optik so ein bisschen geändert. Da ist mir LEDs Lucht dafür. Und ein paar Schocken haben sich ein bisschen verändert und jetzt kriegt ihr auch 19 Zoll Felgen beim Auto dabei. Boah, die gesagt die leider nicht, weil wir schon 20 Pneu drauf haben. Aber voilà. Das ist, wenn wir vom Motor schwätzen, das heute ist ein 3-Zylinder Turbo, wie schon gesagt, und das ist 1 Liter Hubraum. Das klingt noch, ich warte nicht viel. Aber wenn ich immer da fährt, muss ich einfach sagen, dass das Auto sich aber trotzdem immens gut fährt. Also, es fällt nicht ab, dass er nicht viel Hubraum hat. Beschleunigt am Anfang relativ gut. Das ist natürlich keine Rennmaschine mehr. Ich meine, da war diese Jour nicht bei seinem Auto. Es geht auf alle Fall gut durch, für den Verkehr matt zu fließen. Den einzigen Nachteil, den das ganz tut, ist der Verbrauch. Weil das zwei kleine Motor, aber immens sparsam sind trotzdem nicht. Wir sind gefahren mit ungefähr 1 Liter, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Und das fand ich schon ein bisschen viel für so ein kleines Auto. Da freut man sich, ob es nicht mehr logisch wäre, für aber dann vielleicht den größeren Motor überzuspringen, der vielleicht nicht so Schwierigkeiten damit hat mit dem Gewicht. Was auch noch vielleicht interessant ist, der Titan ist kein Allrad, das ist ein viergedriebenes Auto, also das ist ein Jeep, aber viergedreven, obwohl sie am Anfang für Allrad bekannt sind. Den Modell geht es doch am Allrad, aber just mit den nämlich starken Motoren. Und ich meine, das macht doch Sinn, weil wenn den Heil ohne Allrad dabei hat, ich meine, dann hat man den Verbrauch locker über 10 Liter und wirklich etwas bringen gibt das doch nicht. Kommen wir mal auf den Interieur zu schwätzen. Also den fand ich wirklich schön gemacht. Den Tableau de Bord ist nicht mega hochwertig, das so wie ich nicht von Jeep kenne, wie auch von der Wranglerin. Aber was ich eben immens cool fand, ist, dass ich so ein Lin, aber durch das ganze Auto, so rote Furten, den sich durch das ganze Auto zieht, sind überall kleine Details. Wenn ihr guckt, der Becherhalter, den hat dieselbe Form wie die Hirnschlucht. Zum Beispiel 4 an der Fensterdichtung, seid ihr einen All-Willis Jeep dran, die du verstummt. Also der Hand an der hintersten Fenster, du seid ein Mann, der eine Birsch gerade rumklemmt. Und es sind auch überall so die Ficht Griller von allen Jeepen verstoppt. Das ist die typische Kalender mit den 2 Luchten, die finden auch überall am Auto verstoppt. Was ich immens gut fand, ist eben heute das Multimedia-System, den ist super gemacht. Das auch funktioniert viel besser, wie zum Beispiel bei einem Fiat 500, den wir das gleich getestet haben. Reagiert mega schnell auf Input vom Fahrer, es geht alles so, wie ihn gerne hat. Den Handy verbindet sich direkt und man davon nicht bis ein bekannt ist mit dem Auto. Also das ist wirklich gut kein Problem, und du also ein dicker Pluspunkt. Also genau so sollte er am Anfang sein. Was mir aber persönlich überhaupt nicht gefällt, als wo der Bildschirm sich befindet, weil den das hier so relativ tief am Tableau de Bord und muss ich schon von der Straße raufholen, für darauf zu gucken. Und ich fand, das ist nicht gut gelesen. Bei anderen Autos ist der Bildschirm ein Stückchen mehr hoch. Und das fand ich auch viel besser, weil du musst dann nicht immer von der Straße rauf. Der zweite Punkt, den mich wirklich stört, dass die Kommande von der Heizung, die sind hier innen, ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe, die sind ganz innen beim Schaltknopf. Und ehrlich gesagt, wenn ihr nicht ein Auto gut kennt, dann muss ich halt die ganze Zeit rauf gucken nach Fummeln. Die Sitzposition ist relativ gut, das soll wie an einem SUV, sitzt ein bisschen mehr hoch, hat einen guten Überblick über alles. Die Sitze sind noch komfortabel, wir haben halt Ledersitze.
die finden sich auch gut dünn, also Leder ist heischwertig. Einzigen Minuspunkt bei eurem Auto ist, dass du keine Sitzheizung hat, dann Ledersitzer ohne Sitzheizung. Naja, also ich hätte lieber Sitzheizung, weil wenn es Winter ist, dann ist es schon ziemlich geil. Stereoanlage übrigens, mega gut, also fand ich wirklich super. Hat schönen Bass, klingt gut, wirklich, du kannst ihn nicht meckern. Preislich gesehen muss ich sagen, fängt ab 20.000 € an. Mit dem kleinsten Motor, ohne irgendein Supplement, das ist, was wir haben, als der kleinste Motor. Aber die teuerste Version ist dann ein 2 Liter Diesel, den ich noch kriegt am Allrad. Und da sind dann aber schon bei 35.000 €. Und dann fängt es schon an, dann ist es aber wirklich nicht mehr billig. Und, was ich auch gut fand, ist, dass mein 6 Gangbord hat, der ist relativ lange versat. Wenn ich auf der Autobahn fahre, dann dreht der Motor nicht so hoch und dann verbraucht man dadurch auch natürlich mehr. Also auf der Landstraße fällt lo, wie zu erwarten, spürt ihn aber, dass ein Auto, dass ein bisschen Bewegung an der Sache dran ist. Was erstens du dich kennst, dass der Schwerpunkt immens hoch ist. Ein Auto steht natürlich mehr hoch und natürlich schwimmt dann ein bisschen. Das ist nicht Ziel von dem Auto, für Bestzeit um Circuit zu fahren. Von daher geht er einfach an 3. Also kann man denke probieren, ob es Bremse gut greifen. Ja, die gehen. An fairer Winkel gehen automatisch mal durch, wenn wir bremsen, wie bei den Fiaten. Ja. Im Moment von unserem Test mit dem Jeep Renegade können wir festhalten, dass das eine Flotte-Alternative im Bereich von der Crossover-SUV ist. Und mit einem Preis von 20.000 € lässt sich auch als jungen Fahrer nach Leben. Das Auto bietet am Anfang alles, was ihr gerne hat. Der Interieur ist flott, das Multimedia-System funktioniert wunderbar und die Vorlichtungen sind nur an der Reihe. Also wieso nicht?